1, 2 und... Komm on! 3. Augen zudrücken, Händchen falten, Stossgebet. Nützt nichts, so schaut's nichts. Mach ein Reisebüro auf, haben sie gesagt. Weisst, Ferien macht man immer, haben sie gesagt. Kannst den Leuten Freude machen, haben sie gesagt. Super Idee, gell? Wenn nicht so eine scheisse Pandemie um die Welt ging. Ja, stille Nacht, heilige Nacht, einsam wacht. Soundtrack von meinem Leben. Hey, könnt ihr nicht eine andere Platten auflegen? Verbreitet nicht gerade so Weihnachtsstimmung da. Wie wäre es zum Beispiel mit «Ihr Kinderlein kommt und kommt doch all und buchet Ferien im Land eurer Wahl». Ich meine, wenn es sein muss, kann ich sogar den Stall buchen in Bethlehem. Ah nein, das geht nicht. Israel ist ja gerade im Lockdown. Da kommt es gerade ein bisschen schlecht her. He? Aber hey, weißt du was? Wie wäre es mit Bern-Bethlehem? Höre ich da Arbeit? Hey, vielleicht bringt das ja gleich etwas. Fährreisen. Mit uns können Sie überall hin verreisen. Simon Fehr am Apparat. Ja, grüezi, Herr Wegmüller. Schön, Sie zu hören. Wie geht's uns denn? Okay. Ui, nein. Wie ist denn das gegangen? Also beim Schlittschuhen? Beim Spazieren? Der Bello hat das Büsi gesehen und ihre Frau die Eisblätter nicht. Oh nein. Nein, das tut mir mega leid. Offerte stornieren? Also ja, das geht schon. Ich meine, Sie haben ja noch gar nicht gebucht. Nein, das ist doch kein Problem, Herr Wegmüller. Nein, sicher. Nein, ich bin überzeugt, Sie kommen das anderes Mal wieder vorbei. Ja, das würde mich mega freuen. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Wegmüller. Vielen Dank und einen schönen Tag. $4'500 Ade. Papa, Papa! Bist du am Telefon? Nein, ist gut. Ist das dein gutes Gesicht? Wie? Was? Nein, ich habe gerade schon wieder einen Storno reinbekommen. Schon wieder. Ja, ist nicht gerade das Jahr, wo man das grosse Geld macht. Nicht viel meinst du? Gar kein. So könnte man es auch sagen. Aber sag mal, was machst denn du da? Geschenke posten? Oh, Sag nicht, du hast es vergessen. Nein, natürlich nicht. Mir wäre es dann schon wieder in den Sinn gekommen. Sina, könntest du bitte das Hinterteil, Entschuldigung, dein Booty ein bisschen vorwärts bewegen? Wir sind schon 10 Minuten zu spät. Simon, können wir gehen? Hey, Komm, leg deine Jacke an, wir müssen vorwärts. Ich kann wirklich noch nicht gerade. Hast du es etwa vergessen? Nein, ihm wäre es dann schon wieder in den Sinn gekommen. Schatz. Komm mal nicht mit Schatz. Wir haben das abgemacht. Ja, aber die Storno ist erst gerade jetzt hier gekommen und der Wegmüller hat seine Reise abgesagt. Das muss ich jetzt noch machen. Die kannst du sicher auch morgen noch machen. Komm, wir müssen vorwärts, sonst bringen wir nicht mehr alles rein.
Seht ihr? Ich habe es euch gesagt, der Fetsch ist noch nicht parat. Immer der Scheißstress, den ihr habt. Sina, jetzt stand wieder auf, wir müssen los. Papa, bitte, können wir gehen? Wir müssen unbedingt noch ein Geschenk für das Omi und den Opa posten. Warum? Mit denen können wir das ja sowieso nicht feiern. Sina, bitte, hör auf zu provozieren. Ist doch wahr. Corona geschieht dem blöden Kommerz fast gerade recht. Geht ja sowieso nur um den Profit. Können wir nicht feiern mit Omi und Opa? Oh, Linda. Das müssen wir zuerst noch besprechen. Omi und Opa sind nun mal Risikogruppen. Ich will aber mit ihnen feiern. Man weiß ja nie, wenn es das letzte Mal ist. Linda, bitte. Warum? Ist doch wahr. Im Radio haben sie gesagt, dass überdurchschnittlich viele alte Leute sterben. Simon, sag doch auch mal etwas. Was? Linda, Schätzli, musst doch keine Angst haben. Ich meine, Oma und Opa, die sterben jetzt noch nicht gerade. Warum? Statistisch gesehen ist das Risiko im Fall. Oh, Sina, hör auf! Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Wegen dem Corona sterben nur wenig Leute. Und viel mehr sterben an Hunger. Und das interessiert auch keine Sau. Sina, das kann man doch jetzt wirklich nicht vergleichen. Warum nicht? Wegen dem blöden Corona machen alle ein verdammtes Geschiss. Dabei geht es doch um viel größere Probleme auf dieser Welt. Was ist zum Beispiel mit der Flüchtlingskrise? Oder mit dem Rassismusproblem? Oder mit dem Klimaschutz? Wenn man dort nicht bald etwas macht, erledigt sich der mit den Corona-Toten bald von selber. Ich will aber richtige Weihnacht feiern. Oh Mann, wisst ihr was? Wir gehen. So kann ich nicht arbeiten. Simon, hast du das Müller schon anrufen wegen dem Geschenk von der Emily? Oh. Simon, echt jetzt. Sie ist im Fall dein Gotti Meitli. Ja, weiss. Ich habe die ganze Zeit viel um die Ohren da. Du hast ein Reisebüro. Du hast im Moment gar nichts um die Ohren. Weißt du was, das ist nicht fair. Ich muss ja genau gleich an die Arbeit. Bin ich eigentlich da die Einzige, die den Karren am Laufen behalten? Zahnarzttermin, Elterngespräch, Fahrdienst, den ganzen Haushalt machen und noch alle Geschenke organisieren. Ich mag nicht mehr. Was machst du da? Anrufen? Das bringt doch nichts. So nicht? Sie sind im Family Wellness Weekend. Etwas, was wir auch schon lange mal wieder machen sollten. Sollten. Immer sollten wir. Warum sollten wir eigentlich so viel? So ist das Leben. Schatz, man sollte die ganze Zeit wie ein Hamster im Hamsterrädli. Ich hätte gerade gar nichts gegen den zweiten Lockdown. Passen auf Weihnachten. So schön, dass dich der Lockdown so gut da hat. Und du endlich mal runterfahren konntest. Aber weißt du was? Ein zweiter Lockdown und unser Reisebüro ist Geschichte. Papa, bitte, können wir gehen? Dann ohne mich gehen. Ich muss noch arbeiten. Und wenn nicht bald Geld kommt, habe ich ganz viel Zeit für euch. Kommen, Kinder, wir gehen. Aber ich will jetzt noch nicht gehen. Mach vorwärts. Wenn wir jetzt nicht gehen, langt es für gar nichts mehr. Am Arsch! Tschüss, Paps. Mach du dein Zeug. Ich schaue schon, dass sie sich wieder beruhigt. Echt grossartig die Weihnacht. Zu allem Elend kommt auch noch das Gestürm oben drauf. Frieden auf Erde. Dass ich nicht lache. Ich meine, wer ist eigentlich auf die hirnverbrannte Idee gekommen, dass Weihnachtsfest vom Frieden ist? Wenn? Dann ist das eher so ein möchte gern Frieden. Ich meine, der Herrgott hat sich jetzt wirklich auch nicht gerade viel überlegt. Das mit dem Christkindli scheint einmal hinten und vorne nicht zu funktionieren. Anstatt dass das irgendjemandem nützt, macht es alles nur noch schlimmer. Ich meine, alle säckeln umeinander. Ein riesen Stress. Überall kracht's. Ein bisschen Frieden auf Erde. Das tut uns, glaube ich, allen gut.